Hey, mein Herz schlägt. Ja, es schlägt nach Welt ziemlich sehr. Ja, ich bin momentan auf einem Puls von über 90. Das ist aber auch, weil die alle gut nur guckt. Normalerweise, wenn ich ganz relax bin, dann ist mein Rohpuls 70 Schläge pro Minute. Du bist eben ein nervösen Typ. Boah, das kann sein. Und das versuche ich an meinem Experiment von heute zu ändern. Ich versuche, eine Methode zu finden, für mein Rohpuls zu senken. An einer wissenschaftlichen Studie haben sie herausgefunden, dass Musik ganz beruhigend wirkt. Mr. Science, mit dem Kameli kannst du dich aber nicht beruhigen. Ja, nicht so richtig. Aber Forscher haben aber herausgefunden, dass sogar Heavy Metal Musik beruhigend wirkt. Aber besser als natürlich Musik wie die Hai. Ah, viel besser. Aber was noch besser ist, sind die Pausen nur einem Musikstück. Bei mir hat das heute nicht so richtig geklappt. Ich brauche also etwas anderes. Der Rollhai neben mir berät sich gerade auf einen Apnoe-Tauchgang 4. Das heißt, das ist ein Tauchgang, wo in ein paar Minuten unter Wasser bleibt und das ohne Sauerstofffläche. Salut. Salut. Was könnt ihr auf mich tun? Wir probieren mit Atemübungen, wo wir von einer Brustatmung auf eine Bauchatmung hingehen und wir verändern unseren Metabolismus. Das heißt, so kann ich dann auch den Puls senken? Ja, dadurch, dass wir unseren Metabolismus beeinflussen, den CO2, den an unserem Blut ist, senken, holen wir auch einen Einfluss auf unseren Herzrhythmus. Okay, mal dann weiß man mal, wie es geht. Sollen so Übungen dein Rohpuls senken? Also, ich glaube nicht drin. Mr. Science, du wirst ja wohl nicht abschlafen. Hast du auch schon drauf? Ja, ich bin noch nicht wirklich drauf, ne? Dann weiter. Voilà, hier also für 5 Minuten fort. Und mein Puls, den ist noch immer nicht weiter raufgegangen. Da bleibt mal übrig. Es schmeckt leid mir, dass der nicht raufgeht. Da bleiben mal just 2 Methoden. Entweder schöne Medikamente, und das will ich nicht, oder die andere Methode ist eine Hypnose. Du hypnotisierst mich, muss ich fertig? Nee, fertig musst du nicht. Gesehen nicht einfach wie eine Relaxation und das ist keine Showhypnose. Okay. Und während der Relaxation passen die Körperfunktionen sich an, das heißt, sie gehen los, sie verdäufen sich. Und mit viel Übung kann ich das auch am Wachzustand erreichen. Okay, ich bin bereit. Du hörst alles, was du brauchst, für sich geht, mit das kannst du auf die Seite drücken, das stört dich nicht. Chillern, lass sie los. Deine Wellen nur zu gucken. Das Herz schlägt eventuell wie los und das ist gut so. Wärst du fort? Ich denke schon. Also, ich bin relaxiert. Lo bin ich aber gespannt, ob der Rohpuls raufgegangen ist. Ja, immerhin schon mein Rohpuls bis auf 63 raufgesenkt. Das ist 7 Schläge mehr wie mein normaler Rohpuls. Das ist nicht schlecht, zumal wenn ich über 90 war. Du kannst es ja, siehst du. Ich hatte zwar insgeheim gehofft, dass ich mein Rohpuls so wie dem Pascal Groben senken auf 38 heute. Ich meine, das ist nicht dran, weil dem sein Herz ist viel mehr groß. Pumpelt also mehr Blut durch den Körper. Und für dich wäre das vielleicht ein bisschen gefährlich. Also für das just klarzustellen, mein Herz ist auch ganz groß, mir schon eben just kein Sportlerherz. Aber bon, was ich aber auch herausgefunden habe, ist, sowohl durch Meditation, Atmungen oder Hypnose kriegen die Rohpuls nicht konsiderabel gesenkt. Wenn ich das will machen, dann müssen sie sich richtig anstrengen und viel Sport machen.